Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 7. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe des Karlsruher SC. Und damit kommt so ein richtig netter, alter Bekannter nach langer Zeit mal wieder zu uns nach Köln. Denn es ist wirklich 10 Jahre her, dass wir die Karlsruher das letzte Mal hier bei uns im Stadion hatten. Und weil das so ein richtig kuscheliger, alter, netter, bekannter Gegner ist, haben wir gesagt, suchen wir uns auch ein nettes Plätzchen hier in Köln aus. Und gelandet sind wir im Herzen von Nippes auf dem Markt. Und das ist hier der Wilhelmplatz. Viele von euch werden den kennen. Ja, da kriegt man alles, was man haben will. Ne? Mein erster Geschäftspartner, der kam aus Karlsruhe, der sagte immer, es gibt badische und unsympathische Menschen. Und das ist definitiv ein ganz sympathischer Platz hier, würde ich sagen. Ne? Wir haben überhaupt gute Erinnerungen, muss ich sagen, an Karlsruhe. Ne? Also die frühen Zeiten, das war mal eine richtige Granatentruppe. Ne? Wo Kahn gespielt hat, Bender und Kiriakow. Also mein Gott, das waren Zeiten noch. Ne? Ja, das war ja fast schon so eine Filiale von Bayern München. Ne? Also Bayern München hat die regelmäßig abgegrast. Mehmet Scholl, Oliver Kahn, Michael Sternkopf fällt mir ein. Solche Leute, die haben da früher gespielt. Und das sind Erinnerungen, die liegen natürlich schon wirklich teilweise jahrzehntelang zurück. Aber mir fällt noch eine ganz andere positive Begegnung mit Karlsruhe ein. Und zwar war das ziemlich genau vor 3 Jahren im Herbst, DFB-Pokalspieltag. Wir spielten an dem Tag in Stuttgart, haben das geguckt im Gaffel am Dom. Und nach dem Spiel, in der Pause sogar, kamen plötzlich Karlsruher rein, die ihrerseits parallel spielten in Leverkusen. Ja. Es hatte etwas früher angefangen, aber das Spiel, und die waren schon fertig und kamen feiernd ins Gaffel am Dom, hatten gerade die Pillen abgeschossen und haben dann mit uns zusammen den FC gegen Stuttgart geguckt, deren absoluter Intimfeind. Ja. Und nachher haben wir dann auch noch gewonnen und wir haben zusammen gefeiert und wir sehen hier Bilder von den Jungs damals. Ja. Und wenn ihr das seht, meldet euch gerne nochmal. Meldet euch, vielleicht gehen wir ja gemeinsam noch ein Bierchen vor oder nach dem Spiel trinken. Das wäre eine schöne Geschichte. Wir haben das in aller bester Erinnerung. Ne? Ja. So, und das hoffen wir natürlich, dass es jetzt genauso weitergeht, ne? Mit guten Erinnerungen, die wir quasi jetzt produzieren. Ich habe aber erst noch eine schlechte Erinnerung. Was? Ja, und zwar bleiben wir noch mal bei Karlsruhe. Ja. So, also das Heimspiel, an das ich mich am stärksten erinnern kann, das war 1998. Im Jahr unseres ersten Abstiegs. Wir haben das 0:1 verloren, hatten einen Chancenhagel. Über 90 Minuten hätten die aus dem Stadion schießen müssen. Verlieren durch ein Tor von Rolf Christel-Gimier. Ich kürze das jetzt ab. Guido Buchwald ist noch vom Platz geflogen. Icke Hessler spielte damals in Karlsruhe. Und die Karlsruher waren hinter uns, haben uns dann sogar noch überholt. Wir sind abgestiegen. Das sitzt bei mir sehr tief, diese Niederlage. Ja, das war scheiße. Ne? Aber du hast jetzt auch schon vorgegriffen. Und zwar aus gutem Grund, ne, auf unser Motto. Denn was erwarten wir uns selbstverständlich von diesem Spiel? Wir erwarten einen Chancenhagel und eine Torflut. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen den KSC. Prösterchen, Leute. Ja, Chancenhagel. Das haben wir jetzt ja häufiger erlebt, möchte ich sagen. Ne? Aber vom Allerfeinsten. Ja. Düsseldorf war auch wieder so ein Ding nach Magdeburg. Ne? Und leider Gottes wieder nicht so viel getroffen, wie man hätte erwarten können. Aber nach dem Hagel kommt die Flut. Ja. Und wir wetten, dass das genau so jetzt passiert. Wir haben ja die ersten Spiele haben wir auch häufiger die Bude getroffen. Das passiert jetzt wieder. Die Karlsruher sollen jetzt nicht glauben, dass das immer so weitergeht und wir hier 30 Chancen machen und nur 2 Buden. Ja, es hat ja vor allen Dingen vorher auch schon geklappt. Ja. Ne? Ich meine, wir haben gegen Braunschweig und Schalke haben wir 8 Tore geschossen in 2 Spielen. Da war diese Fessel eigentlich schon gelöst. Und jetzt haben wir uns völlig unnötigerweise uns wieder angelegt, beziehungsweise sie wird uns jetzt wieder angedichtet. Ja, eher so. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Nein. Und das wird der KSC schon auch merken. Ja. Wetten! Und damit sind wir bei der nächsten Rubrik. Ne? Ja. Die haben wir nämlich noch. Die Extremwetter. Fangen wir mal an mit dem ersten Kandidaten. Extremwetter.
Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Kanzlei WBS Legal und einige kennen mich vielleicht über meinen YouTube-Kanal WBS Legal. Was viele nicht wissen, nicht nur liegt unsere Kanzlei in Braunsfeld und damit fußläufig zum Rheinenergiestadion, sondern ich bin auch schon seit klein auf Anhänger des FC und oft live im Stadion. Daher mache ich liebend gerne mit. Ich wette, dass der FC bereits 3 Spieltage vor Schluss souverän als Meister aufgestiegen sein wird. Mein Wetteinsatz. Ein Exemplar meines neuesten Buches, welches Recht gilt beim Mord im Weltall. Sollte ich gewinnen, wovon ich ausgehe, möchte ich von euch 2 Kölsch im Gaffel am Dom ausgegeben bekommen und mit euch gemeinsam auf meinen Sieg und den Aufstieg anstoßen. Lieber Christian, das ist natürlich eine extrem einfache Wette für uns, denn entweder kriegen wir was Gutes zu lesen oder was Gutes zu trinken. Ne? Und deswegen nehmen wir die Wette selbstverständlich an, freuen uns auf ein Treffen mit dir, denn auch wenn wir verlieren sollten, dann können wir ja trotzdem einen Kölsch zusammen trinken gehen. So ist es. Jetzt schauen wir uns den nächsten Wetter an. Bitteschön. Ich, liebe 2 Kölsch, biete euch eine Wette an. Ich wette, dass Jonas Obich, unser Torwart, mehr Elfmeter hält in dieser Saison, als Justin Deal Tore schießt für die Maultaschen, für den VfB Stuttgart. Wette? Wenn ihr verliert, müsst ihr 111 Kölsch verteilen gegen eine Spende in irgendeinem Tor in Köln. Eiffeltor, Severinstor, so ein Tor, mir egal. Hauptsache, wir helfen Kindern. Wenn ich verliere, werde ich natürlich 111 Kölsch verteilen gegen eine hohe Spende hoffentlich. Und das Geld geht dann an Kinder in Not oder an die FC-Stiftung. Das werden wir dann sehen. Hauptsache, Kindern wird geholfen. Sehr geiles Ding, lieber Till. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann fängt es hier gerade erstmal an zu regnen. Und zweitens muss Jonas Obich doch nur einen einzigen Elfer halten. Denn der Deal schießt doch eh keine Tore. Spielt ja nicht mal. Ne? Aber selbstverständlich nehmen wir die Wette an. Ja. Es ist ja, wie du so schön sagst, zugunsten der Kinder, also für einen guten Zweck. Ja. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Ganz großartige Geschichte. Ne? Definitiv. Also, ja, keine Und Frage. damit schauen wir mal aufs Tableau, würde ich sagen. Ne? Ja, Wie sieht's sehr denn aus? gute Idee. Also Duo Pascal geht weiter Richtung Abgrund. Die haben sich 4 gelbe Karten wieder gefangen dazu. Ne? Geile Karten? Geile Karten, geile gelbe Karten. Ne? Also wir sind offenbar gallig unterwegs, sonst wird das ja nicht. Ne? So, und dann haben wir uns 2 Türchen aufs Konto geschrieben im Vergleich zu den Gladbachern. Das heißt, der Mario ist auf der Siegesstraße. Ja. Und dann war der Sinke, der ist ja noch neu dazugekommen. Das habt Ja. ihr bestimmt ja auch gesehen. Ja. Und der hat gewettet, Fortuna Düsseldorf landet am Ende der Saison vor uns. Ja. Hat das Schwein gehabt, Ja. dass wir die 3 Punkte nicht aufgeholt haben in Düsseldorf, weil sonst wäre es jetzt schon wieder enger geworden. Wir wetten natürlich dagegen, dass wir vor der Fortuna landen. Ja, logisch. Also lieber Sinke, das Ding in Düsseldorf, das hätte ja wirklich satt für uns ausgehen müssen. Ja, acht noch mal aufs Rückspiel, da geht das auch satt für uns aus. Also der Drops ist noch lange nicht gelutscht. Ne? Aber hat Mut gemacht, Hat Düsseldorf. sehr ne? viel Mut Finde gemacht. ich schon. War wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ja. Und schon wieder zum Augenreiben, ne, dass man das Ding, ich meine, was ist das für ein Glücksding gewesen? Ihr habt wahrscheinlich alle auch unseren Bericht gesehen oder viele von euch. Ne? Wir haben es ja mal so ganz grob zusammengefasst, was uns da so vor die Augen gekommen ist. Ne? Das Ding macht er einmal in 20 Jahren rein. Ja. Er rutscht ihm so über den Spann und er tritt ja noch in ein Loch im Rasen. Also unfassbar glückliches Ding. Aber mir macht vor allen Dingen Mut, dass unsere Jungs wieder kämpferisch, auch spielerisch auf einem recht guten Niveau gespielt haben. Und wenn jetzt Max Finkgräfe zurückkommt, wenn auch ein Florian Kainz demnächst wieder zurückkommt, dann werden wir auch wieder ein bisschen breiter in der Qualität und müssen nicht bei jedem Wechsel schon Angst haben, dass wir jetzt zu weit abrutschen. Also das wird schon wieder auf mehrere Schultern verteilt dann zukünftig. Absolut. Und die Torflut ist ja auch nicht zu optimistisch. Denn das hatten wir ja schon bei ein paar Spielen auch. Ne? Also wir haben ja schon Spiele mit vielen, vielen Toren abgeschlossen. Ja. Es wäre also überhaupt nicht verwunderlich, wenn wir dahin zurückkehren. Also jetzt so diese kleine Flaute. Ja, die überwinden wir. So ist es. Ne? Apropos Flaute, da war ja noch diese Mitgliederversammlung. Okay. Nee, Du war warst alles, da. ich finde, es war alles andere als eine Flaute. Es war schon auch wieder eine Sternstunde der Demokratie, wie ich finde, weil man sich gegenseitig die Meinung gesagt hat. Ich meine, natürlich ist auch
sehr stark durchgesickert, dass die Zusammenarbeit zwischen Mitgliederrat und Vorstand nicht wirklich gut funktioniert hat in letzter Zeit. Die Entlastung jetzt zu versagen wäre aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig gewesen. Die gute Nachricht für mich ist, dass wir sehr gute Leute in den Mitgliederrat gewählt haben. Also da ist jetzt eine Truppe entstanden, 12 Leute mit richtig frischem Blut auch, sehr gute Leute. Gerade auch die beiden Damen, die auch am besten abgeschnitten haben, also Plätze 1 und 2 gefällt mir sehr gut, die wir auch persönlich vielfach kennen, die Leute. Also hat einen guten Eindruck gemacht. Ich bin komplett bei dir und vor allen Dingen in wirklich 2 Punkten. Zum einen, nicht entlasten finde ich zu hart, weil ganz am Ende, finde ich, hat der Vorstand durchaus sich bemüht, das alles transparent zu gestalten und auch zugegeben, dass sie Fehler gemacht haben. Da muss man nicht noch oben drauf hauen. Und zum anderen merkt man, dass der Mitgliederrat eben immer wichtiger wird. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht mehr so leicht, da einfach mal so eben rein zu rutschen, weil man die Hymne singt, sondern man muss schon auch was mitbringen und Fähigkeiten haben. Das ist also ein ganz, ganz kompetenter Mitgliederrat. Ja, also da fällt mir auch ein kleines Anekdötchen noch ein von der MV. Da war ein Kandidat, CDU-Mitglied, der sich den Trick ausgedacht hat, ich lasse jetzt einen Kumpel noch mal eine Rückfrage stellen und dann kriege ich noch mal 3 Minuten Redezeit. Und das ist wirklich, der ist so von der Bühne gepfiffen worden nachher und hat natürlich die Qualifikation auch nicht geschafft. Also schöne Grüße an den Kollegen. Das war wirklich ein bisschen sehr offensichtlich und so kommt man beim FC leider nicht mehr in den Mitgliederrat rein. Nee, das war früher vielleicht mal so. Das ist jetzt vorbei. Ne? Sehr, sehr geil war das. Ja. Okay, in dem Sinne, wir verabschieden uns vom Nippeser Markt. Hier ist auch gleich Feierabend, denke ich mal. Den Regenguss haben wir überstanden. Und wir sehen uns am Sonntagnachmittag. Wie viel Uhr? Wissen wir das? Zur Torflut. Ja. Da haben wir wieder 13 Uhr Spiel, ne? 13 Uhr, ja. Mit Chancenhagel und dann auch endlich Torflut. Ja. Macht's gut, Leute. Bis Sonntag. Prost. Wir spülen euch aus dem Stadion, ihr lieben Karlsruher. Tschüss.